galaktische Weihnachten. Der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Wir flogen durch das Weltall. Lukas, Pluto und ich. Alle Sterne und Planeten. Sie waren so wunderschön. Sie sahen aus wie Christbaumschmuck. Heute ist ja Weihnachten. Was die Menschen auf der Erde wohl machen? Wahrscheinlich schauen sie 3 Nüsse für Aschenbrödel und essen Zimtsterne. Beinahe so lecker wie Mohnmund-Mochis, aber nur beinahe. Deswegen, du verpasst nichts, Stella. Ha, du hast einfach noch nie von Mamas Zimtstern probiert. Ja, das würde ich so nicht sagen. In dem Moment wurde mir etwas klar. Etwas Schreckliches. Mama und Papa, was, wenn sie merken, dass wir weg sind? Die bekommen einen Herzinfarkt, alle beide. Sie werden denken, dass wir entführt worden sind. Wir müssen umkehren, jetzt sofort, Lukas. Wir müssen zur Erde zurückfliegen. Mama und Papa merken nichts, die schlafen. Wie? Bringt man euch das wirklich nicht bei im Weltraumfahrtswissenschaftsunterricht? Ah, wir fliegen doch im Gegenuhrzeigersinn. Die Zeit auf der Erde steht still. Wir hatten in der Schule keinen Weltraumschaftswissenfahrtsunterricht. Echt jetzt? Und deswegen flogen wir weiter. Im Gegenuhrzeigersinn. Sagt mal, Horgat Malix, wo wohnt er eigentlich? Ich meine, wisst ihr, wo wir hin müssen? Ja, nein, nicht wirklich. Aber es gibt eine Möglichkeit, das rauszufinden. Und da fliegen wir jetzt hin. Wir müssen die Schweizer Weltraumgarde fragen. Die Schweizer Weltraumgarde? Die bekämpfen Horgat Malek seit Anbeginn der Zeit. Also seit dem Urknall, dem Big Bang. Genau. Ja, wir müssen nur zu ihrem geheimen Geheimversteck fliegen. Klingt nicht ganz einfach. Doch. Doch. Also die Strecke ist gut ausgeschildert. Schau dort. Lukas zeigte auf ein schwebendes Neonschild. Mit einem Pfeil und großen blinkenden Buchstaben. Darauf stand: Geheimes Geheimversteck der Weltraumwächter. Hier entlang. Wenn die so gut kämpfen, wie die sich verstecken. Wir landeten. Der Planet war trostlos und öde. Immerhin ein großes Neonschild. Darauf stand: Geheimes Geheimversteck. Herzlich willkommen. Wir gingen auf einen großen Berg zu. Mit einem großen Tor. Und einem großen Wächter. Der Wächter war haarig. Und so groß wie ein 3-stöckiges Haus. Oh, schau an. 2 Erdenmenschen, ein Kueltraianer. Bucka Bucka. Willkommen im geheimen Geheimversteck der Schweizer Weltraumgarde. Danke. Buga Buga. Buga. Das Universum wird ja bald zerstört. Wir haben es deswegen ein wenig eilig. Können wir gleich zu General Katzaka? Aber natürlich. General Katzaka empfängt Sie mit offenen Armen. Aber zuerst brauche ich eine Kleinigkeit von euch. Das Passwort. Das Passwort? Das Passwort? Oh Mann. Oh, lass mal nachdenken. Oh ja, super Idee, Lukas. Oh nee. Sorry, tut mir leid, ich weiß es nicht. Gibt's trotzdem eine Möglichkeit reinzukommen? Das ist richtig. Was? Das Passwort ist, sorry, tut mir leid, ich weiß es nicht, gibt's trotzdem eine Möglichkeit reinzukommen. Liebe Besucher, das habt ihr sehr gut gemacht. Wirklich? Wow, Lukas, voll gut. Okay, also dann super, ja, dann los. Also kommt schnell. Danke. Stopp! Stopp! Stehen bleiben! Aber wir haben Ihnen das Passwort doch gesagt. Ja, das erste Passwort. Jetzt müsstet ihr noch das zweite Passwort sagen. Da kann ich keine Ausnahmen machen. Nun reicht's. Hören Sie zu und hören Sie gut zu. Wir sind dabei, das Universum zu retten. Haben Sie das verstanden? Und wir sind in Eile. E-I-L-E. Also geh aus dem Weg, du bescheuerter, beknackter, stinkender Ball! Ganz ruhig, Pluto. Ich war mir sicher, dass der Wächter uns nun mit seinem Kosmosspeer aufspießen würde. Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Das zweite Passwort ist: Geh aus dem Weg, du bescheuerter, beknackter, stinkender Haber. Wow, super! Willkommen in der geheimen Geheimhöhle der Schweizer Weltraumgarde. Tretet ein
Tretet ein. Danke. Vielen Dank auch. Danke. Wow, das ist ja riesig hier. Mindestens 10-mal so groß wie eine Turnhalle. Und dunkel. Plötzlich wurden an den Felswänden Laserfackeln angezündet. Da sah ich sie. Hunderte von Weltraumwesen waren in der ganzen Halle verteilt. In einem Sessel saß eine riesige Gestalt. Sie sah aus wie ein Drache mit 2 Köpfen. Der eine Kopf schlief und schnarchte laut. Der andere Kopf starrte mich an. Wer seid ihr? Hallo, Buga Buga. Buga Buga. Wir sind die Schweizer Weltraumgarde, Verteidiger des Kosmos. Ich bin Kazaka. Aber wer seid ihr? Wir kommen von der Erde. Mein Name ist Stella Fredriksson. Wir möchten dich gerne etwas fragen. Etwas Wichtiges. Stella. Seltsamer Name. Beweise, dass du Stella Fredriksson von der Erde bist. Beweisen? Du könntest ein Weltraumtroll sein, verkleidet. Aber Und ich es gibt bin- nur eine Möglichkeit, das zu beweisen. Bringt mir den Ordner der Unendlichkeit her. Ein paar Gardisten schleppten sofort einen riesigen Ordner herbei. Im Ordner der Unendlichkeit steht alles. Über jeden im gesamten Universum. In alphabetischer Reihenfolge. Hier, Stella Fredriksson. Ich werde dir nun einige Fragen stellen. Wenn du alle Fragen richtig beantwortest, wissen wir, dass du die echte Stella Fredriksson bist. Dann helfen wir dir. Wenn du auch nur eine einzige Frage falsch beantwortest, dann ist klar, dass du ein Weltraumtroll bist. Und dann werden wir dich zum Mittagessen verspeisen. Mit Erbsen. Bereit für die erste Frage? Ja. Die erste Frage. Konnte ich noch mehr Angst bekommen als vor einer Französischprüfung? Oh ja, das konnte ich. Galaktische Weihnachten. Der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Alle Folgen gibt's auf srfkids.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.